Zu den Jiden in Boston und Umgebung seid begrüßt. Alle Mittwochabend von 7:30 bis 8:30 könnt ihr hören ein jüdisches Radioprogramm, das jüdische Call, auf der Station WNR 1600 AM Brookline, was bringt euch alles auf Jiddisch, sei von Reklames bis Unsummen, mit Musik von der größten weltberühmten Chazonim, Volks- und Theatersänger und von den neuesten Schaffungen von den Quizboren von der ganzen Welt. Wir haben euch lebendige Gäste, Schreiber, Dichter, gebildete Persönlichkeiten und gesellschaftliche Führer, von denen wir können sich viel lernen. Wird größer haben von dem Programm, sagt Freunde und Bekannte, wegen dem Programm des jüdischen Call sollen sie euch hören und Nähe haben. Hocht sich alle Mittwochs zu von 7:30 bis 8:30 Abend das jüdische Call-Programm auf WNR 1600 AM Brooklyn und hat Nähe. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben eine volle Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, wo euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Wir schicken euch die Bücher, wo ihr verlangt. Guten Abend, ihr hört das jüdische Call auf WUNR 1600 AM Brookline. Das hat nach Meir David. Alle wissen, wir stehen schon wegen der tragischen Schritte in Jerusalem. 4 Rabbonim umgebracht geworden und ein Wächter euch umgebracht. Heute ist rausgekommen die Idee. Und es ist euch nun zu unser Heim in Boston, der Rav Moshe Tversky ist Nifter geworden, ist der Hagid geworden und stammt von Boston und ist gegangen in Maimonides und Harvard und sich besetzt mit 30 Jahren zurück in Jerusalem. Wir hoffen zu interviewen einen Menschen, was hat ihn gekannt, aber es gewinnt also kurz nicht Zeit, das zu arrangieren. Wir wollen jetzt bringen letzten neues Bericht von Yisrael und dann später im Programm wollen wir haben etwas von unser Archiv. Das hat wenig Scheiches, aber ein Stückchen Scheiches mit Tversky. Das ist ein Interview, was ist sehr interessant, allein.
ein Interview mit David Fishman, was wir haben gemacht mit etlichen Jahren zurück, eine Sache von euch gedenken, aber das ist wegen dem Buch von die Ksovim von Harab Yosef Soloveitchik, was ist gewesen der Seide von dem umgekommenen Moshe Tversky. Und ihr werdet allein, sagte wissen, ein bisschen, was für ein Scheich das hat. Nicht mit ihm direkt, nur mit seiner Mutter und seinen Seiden und seiner Sprache und seinem Vater euch. Ist jetzt, lassen wir hören, ein neues Bericht übergegeben von Avram Sachs von Kol Yisrael in Jerusalem, früher Heint. Kol Israel in Jerusalem, die jüdische Auditie. Kol Israel von Jerusalem, Shalom Eichteirer Zuhörer, עוד sind die Neues von Tag, gelehnt von Avram Sachs. Tausender oben begleit dem Ebersergeant Zidan Sayev, der Poliziant, was ist nächten geehrt geworden, proben die Krateven Davener bei der Terrorattacke in dem Schul Arnof. Auf sein Levaya oben teilgenommen der Präsident Reuven Rivlin, der inneren Sicherheitsminister Yitzhak Aharonowitsch und der Generalkommandier von der Polizei Yochanan Danino. Zwischen den Teilnehmern seien gewesen merkwürdig die charedische und religiöse Zionisten, wo seien gekommen, sich zu beteiligen. Der Poliziant Ebersergeant Zidan Sayev ist gestorben, nächten in Abend von seinen Wunden. Er ist lebensgefährlich verwundet geworden, bis er hat reingestürmt in dem Schul, provendig der Schießen die Terroristen. Er ist beerdigt geworden in sein Dorf in Galil. Die 4 andere Umgekommene seien nächten beerdigt geworden noch Mittag in Jerusalem. Tausender haben teilgenommen auf sehr Levias. In die Spitalen seien also hospitalisiert 5 von den Verwundeten in der Terrorattack, 2 von sie mit gefährlichen Wunden. Die angehende Unruhen in Jerusalem. In der alten Stadt haben Araber geschleudert Multov Butler in Aidisch Neus. Keiner ist nicht beschädigt geworden. In dem aimlosen Lager Shuafat haben sämtliche Palästinenser geschleudert Steiner auf die Sicherheitsdiensten. Man hat reagiert mit Mitteln für zertreiben Demonstranten. Man hat nicht mitgeteilt wegen Kangelitene. Der Polizeikommandant Aaron Axol hat abgeworfen, den Plan hereinzuführen militärische Keuches in Mizrach Jerusalem. Er hat geteilt, dass die Polizei ist Bichoiles zu behandeln die Lage allein. Der Sicherheitsdiplomatische Kabinett ist erzint versammelt, auf zu betrachten die sicherheitlichen Geschehnisse. Der Premierminister Benjamin Netanyahu hat gesagt früher, als er hat zugesagt, zurückzukehren mit Strengheit die Sicherheit in Jerusalem. Netanyahu hat betont, dass wir oben gar nicht gegen die Einwohner von Mizrach Jerusalem, aber wir wollen Chaluten nicht tolerieren, Angriffen gegen Israel Bürger. Mahmoud El-Alul, auch rangiger Faktor bei der Palästinenser Führerschaft, hat beschuldigt den Premier Netanyahu, er soll tragen die Achreies für der Terrorattacke nächten. Der Faktor hat ausgedrückt seine Hoffnung, als keiner erwartet nicht, dass die Verbrechen und Brechen von Obmachen durch Israel wollen darüber und kann schon Reaktion. Mahmoud al-Alul hat zugegeben, als Abu Mazen hat getadelt dem Terrorattack der Fahr, weil sein Amt verpflichtet, zurückzustoßen jede Sekunde, was bedroht dem Palästinenser Volk. Die russische Äußerungsministerium hat scharf verdammt die Terrorattacke Nächten in Jerusalem, sagen dick, als Umbringen Zivile ist ein unmenschliches Verbrechen und ein Terrorakt, nicht abhängig von dem, wo seien die Gründen zum Tat. Und der vorgesehene Wetter. Morgen wird sein wärmer wie gewöhnlich dem Saison.
Freitag werden sich die Temperaturen fallen und ein Regendl ist möglich in Zoffel und Zentralland. Eventuell werden vorkommen einzelne Donnerstürmen. Schabbes wird von Zeit zu Zeit gehen Regen und wird sein kälter wie gewöhnlich dem Saison. Auf dem Berg Hermon erwartet man Schnee. Die vorausgesehenen Temperaturen bei Nacht und Morgen. In Jerusalem von 15 Grad ein bei Nacht bis 22 morgen Mittagszeit. Tel Aviv 17 bis 27, Haifa 13 bis 23, Tzfas 14 bis 19, Beersheva 14 bis 27 und in Elat von 19 Grad ein bei Nacht bis 32 morgen Mittagszeit. Das ist gewesen der tägliche Bericht von der jüdischen Edition von Kol Israel. Das ist gewesen der tägliche Bericht von der jüdischen Edition. Unsere Editions kommen hören euch auf unseren Webseiten unter dem Namen Kol Israel bei Jiddisch, die jüdische Edition von Kol Israel. Ich bin da mit David Fishman. David, Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Und es ist noch was Arois, euer Buch. Ihr könnt uns geben zu verstehen, wie heißt der Buch und was, mit was es hat zu tun und ein bisschen von der Geschichte von Arois bringen, das Buch. Das ist faktisch nicht euer Buch, nur ihr seid der Redakteur und hat eine Sacharbeit getan, zu bringen das Buch, was ihr werdet allein erzählen. Das Buch heißt Droshes und Ksovim und das ist, wie ihr sagt, nicht mein Buch, das ist von Harav Yosef Dov Soloveitchik, der berühmte Harav Soloveitchik von Boston. Das Buch ist auf Jiddisch. Es besteht meistens von Xaviaden, von Droshes, was Harav Soloveitchik hat angeschrieben mit der eigenen Hand in die 50er Jahren, 1950er Jahren, auf Jiddisch. Und euch gehen dort rein Artikel, was hat geschrieben auf Jiddisch, in der Zeitung Tag Morgen Journal. Also ich bin der Redakteur, der Zuneufsteller, und ich bin sehr zufrieden, und in dem Band geht euch rein mein Hakdome, ein Stück Arbeit, was erklärt das Sache, wegen dem Kontext, wo hat gegeben die Droshes,
und Bechlal seine Beziehung zu Jiddisch, was für eine Rolle Jiddisch hat gespielt in sein Leben wie ein größer Lehrer und Talmid Chochem. Is euch wollt gekannt, wollt ihr seid so gut gekannt, ihr begeben ein bisschen an reinführt zu Rab Soloveitchik, wer ist für die Menschen, was verstehen nicht, mit was es hat zu tun. Nu, Rab Soloveitchik, Yosef Dov oder Yoshe Ber auf Jiddisch, Soloveitchik, man betrachtet ihn wie einer von den größten Rabbonim vom 20. Jahrhundert. Ist ein Geborener noch in zarischen Russland, in das was Prujan, was jeden betrachten, das wie Litte. Nachdem ist mit dem Taten rüber in Warsche. Hat gekriegt seine höhere Bildung, das heißt seine weltliche Bildung in Berlin, gekriegt ein Doktorat von Philosophie in Berlin. Und in 1932 ist rübergefahren in Amerika und sich besetzt in der Stadt Boston. Gewinnt der Rav HaKoilel, der Chief Rabbi, Hauptrav von Boston, sag Jahren, gegründet die Rambam Yeshiva, die Maimonides Day School, und nachdem speziell nachdem wie sein Vater Rav Moshe Soloveitchik ist gestorben, ist geworden der Haupt Rosh Yeshiva in Yeshiva University, in Yeshiva Universität in New York. Also, und ist ein Chutz, ein Talmid Chochem, das heißt, was gekannt Gemara, ist auch gewesen ein Philosoph und ein Denker. Hat auch gehabt ein Doktorat von Philosophie von Berlin und geschrieben eine philosophische Essayen. Auf einen Fuß ist das Rav Soloveitchik. Was wegen der letzten Geschichte von Buch, wenn es gewesen Soloveitchiks, heute ein bisschen wegen der Sof von Jiddisch zwischen seinen Xaviaden. Was ist geschehen mit dem? Nun, wenn Rav Soloveitchik ist gestorben inmitten von den 1990er Jahren, 1993 oder 94, hat übergelassen Xaviaden mit seinen Kindern auf Rosh Kodesh von seinen jungen Jahren und auf Jiddisch. Wegen die jüdischen Xaviaden, was sind geblieben bei den Töchtern, ist sehr interessant. Jahrelang haben sie das gehalten und gemeint, als wir können von dem gar nicht machen, weil es ist unmöglich, sie zu lernen. Und es ist als Rav Soloveitchik hat sehr, sehr eine schwere Handschrift, eine schwere Xav. Eure Zuhörer können das nicht sehen, aber David weiß ich, ein Musterseite von es ist sehr schwer überzulernen. Und sie haben gemeint, als keiner kann das nicht überlernen. Und man hat gedacht, bei ihm ist gefunden Spezialisten, das heißt Menschen, was vernehmen sich mit Lernen Xaviaden, mit alten Xaviaden von Mittelalter oder rabbonische Xaviaden von 19. 18. Jahrhundert. Und nur solche Spezialisten, und er gibt nicht bald, mit aufsetzen eine halbe Show und gucken, bis man habt sich, das ist ein Kuf, das ist ein Nun, also verbindet ein Reish und ein Jud, und noch eine halbe Show kann ein Fachmann lernen. Also es ist kemat anes, als das Buch existiert. Als Sachmenschen haben gemeint, als wir können von dem gar nicht machen. Und auch viele mit der Arbeit von Fachmenschen. Ich habe gerade 2 wunderliche Assistenten, Shmuel Goldenberg und Herschel Schwarz, was ich kann wegen sie erzählen. Viele nach der ganzen Arbeit sind da Sachärter, wo wir haben geschrieben, Haores, gelost 3 Pinterach und unten eine Haore, nicht lernen auf dicken Xaviat. Wir können nicht überlernen die Oisies oder die Porwörter. Wieso hat genutzt Jiddisch in sein tagtäglichen Leben und in sein Leben wie Vorsteher von Rambam Schule und so weiter und von YU?
Avad ist Jiddisch gewesen, Rav Soloveitchiks Muttersprach. Und was gerät und genutzt hat tagtäglich. Und etliche 10 Jahre ist es gewesen die Hauptsprache, welche gegeben seine Shiurim in der Yeshiva, speziell in die 40er und in die 50er Jahren. Hat euch in die 50er Jahren gegeben Droshes, gewinnt der Rav von der Schule in New York in die 50er Jahren, Moria, und dort gegeben Droshes in Yom Tovim, gegeben Shiurim in Mittenwoch. Ich damon das war auf Jiddisch, weil eine Sache von die Droshes, was gehen rein in den Bahn, sind von jener Tkufe, von Moria, wenn gewinnt Rav von der Moria Schule, hat a Chaneke Droshe, a Shvuis Droshe, a Rosh Hashanah Droshe, es ist von Moria. Nach im Jahr 1960 hat angegeben sein Shiur in Yeshiva University auf Englisch. Ist darüber auf Englisch. Talmidim haben, es ist für Studenten, für Talmidim, eine Sache schon gewinnt schwer zu verstehen, Jiddisch. Ist darüber auf Englisch für ein Gemorre Shiur. Aber hat noch alles gegeben, verschiedene andere Droshes und Shiurim auf Jiddisch. Euch weiter. Der berühmte Jahrzeit-Shiur nach seinen Taten, was es gewesen als eine wichtige Institution, einmal ein Jahr, ein größer, langer Shiur, in 2 Teilen, ein Teil Halache und der andere Teil Agode, das heißt mehr philosophisch und poetisch. Die Jahrzeit-Shiurim, pflege sagen, bis in Samesof auf Jiddisch. Also, ja, aber ich wollte gesagt, Rav Soloveitchik ist beike gewesen, kann man sagen, eine dreisprachiger rabbonische Figur. Hat geschrieben, war der Chidushei Teure auf Loshen Kodesh, auf Hebräisch, und hat ein Sefer von Shiurim auf Hebräisch, und hat geschrieben, eine philosophische und ideologische Essayen auf Englisch. Also ist bei ihm ein dreisprachiger Mechaber und Lehrer. Aber es ist wichtig, man soll nicht vergessen, ich halte, dass das ist ein Ziel von dem Band, also nicht nur, dass gewinnt ein Englisch- und Hebräischer Mechaber, sondern als auch gewinnt ein Lehrer und ein Mechaber auf Jiddisch. Interessant, was ist gewinnt dreisprachig, und es ist noch was zu mir gekommen in den Kopf, der Gedanke, als öfter hat genutzt jeden Loschen für einen gewissen Zweck. Ist das gewesen, Emes? In einer gewissen Maß, ja. Ein bisschen da meine ich das in der Hakdame. Als Loschen Biksav, ich wollte gesagt Biksav, das ist schriftlich, haben die 3 Loshoines bedient andere Genren. Wegen Halache hat geschrieben auf Loschen Kodesh. Wegen, ich wollte gesagt, mehr abstrakter Philosophie hat geschrieben auf Englisch. Und das, was ist inzwischen, das heißt Droshes, was hat gewisse Aspekte von Halacha und gewisse Aspekte von Philosophie, aber es ist inzwischen, und es ist ein bisschen mehr populär. Das hat geschrieben auf Jiddisch. In Boston kennen auch Menschen Adayom gedenken mit Liebschaft seine Drosches auf Jiddisch, was dachte ich vielleicht übergeben Shabbos nachts. Ja, ich habe gehört Drosches seine in Boston. Ich bin gewesen als Student in Boston. Demut hat jene Bostoner Drosches, wenn ich habe sie gehört, schon zum Sof von seinem Leben, hat sie gegeben auf Englisch. Aber ja, euch auf Jiddisch habe ich gehört, wegen sie gehört, ja. Es haben verschiedene Menschen auf der Organisation rekordiert seine Redes und Drosches einmal. Hat ihr gekannt Nutzen von Rekordierungen, Aids und so herrlichen etwas? Nein, wir haben in dem Bahn nicht genutzt Rekordierungen. Ich halte, als Xaviaden sind in einer gewissen Sinne besser von Rekordierungen. Wo seine eigene Xaviad.
weil Xaviad, und das ist klar, von den Musterseiten in dem Band, Xaviad am Machaber lehnt es über. Streicht euch das, was wenn beit die Meinung, streicht euch, schreibt über, und das, was bleibt, ist das, was hat durchgetracht und beschlossen, also will ich sagen. Wenn ein Mensch redet Balpä, ist ein Sachmal, ist da ein Slip of the Tongue, wie man sagt. Und man sagt eine Sache, man hat es nicht durchgetracht, man hat ein bisschen übergetrieben, später wollte man gesagt anders, aber schon verfahren man schon gesagt. Also ich halte das, ein geschriebener Xaviad ist in einem gewissen Sinne mehr ernst, mehr achreies, wie eine Rekordierung. Aber das, was man sagt, Balpä. Balpä ist ein anderes Problem. Wenn ein Mensch redet, also wie ich rede jetzt, einmal hackt man sich allein über, einmal chasert man sich über, das ist natürlich. Zu machen ein Transkript von was man sagt, Balpä, wird sich es bekommen sehr choppy, wie man sagt, sehr nicht glattig. Und darüber, der Xaviad wieder, der Machaber hat gemacht eine literarische Bearbeitung. Es fließt. Darüber, aber du bist gerecht, es ist da ein riesiger Jam mit Rekordierungen von Shiurim und Droshes seine, und sie sind populär in Brooklyn und anderen frommen Gegenden. Verkauft man sie und man kauft sie, so eine Marke viele, ja. This is WUNR Brookline. Wann ist Soloveitchik gestorben und was hat gedauert so lange, bis mir hat das herausgebracht? Wieder, ich bin sich nicht teuer, ist gestorben oder im 93. oder im 94. Jahr. Was hat gedauert so lange, ist etliche Timing. Erstens, wie ich habe gesagt, die Töchter haben gemeint, dass das ist unmöglich zu lernen. Das habe ich gewollt fragen. Sie haben das allein gemeint? Sie haben gehalten nichts mit Experten? Nicht Experten, aber auch gewisse Talmiden seine. Das heißt, Rabbonim, nicht kein Amarazim, ja, haben angeguckt die Seite und gesagt, wir können das nicht lernen. Und einer Rezensent jetzt, der hat geschrieben, Arov allein, was hat er rausgegeben, es war auf dem Smach von Harav Soloveitchiks Teure, hat gesagt, ich gucke auf die Muster seitlich und ich kann 90% nicht überlernen. Das ist gewesen ein Sibbe. Eine zweite Sibbe Poshet ist, das Projekt allein, wenn wir angeben dem Projekt, hat gedauert, schöne etliche Jahre. Wann hat er angeheuert? Ernst angeheuben haben wir dem Projekt mit der 5 Jahren zurück. 2004. Aber wieder, es darf durch verschiedene Augen und verschiedene Hände mit Gedarf sammeln, die Xaviaden. Teil sind gewesen bei der Tochter Dr. Tara Tversky in Boston. Teil sind gewesen bei der Tochter Tova Lichtenstein, was war in Israel. Hat man gedacht, kontrollieren, wer hat was, überschicken, Kopies, gefunden, und wieder mit gedacht haben, etliche Menschen, die sollen durchgucken, dieselbe Drosche, weil ein Mensch kann lernen ein Wort und der andere kann nicht. Nachdem habe ich gedacht, dass ich redaktieren, Beeker meint das zugeben, die Mare Mekoimes. Wenn Rav Soloveitchik hat geschrieben, a Drosche, hat er nicht geschrieben, wo ist es geschrieben, der Posek oder der Gemore. Hat man gedacht, aufsuchen und geben in Klammern, ein Buch darf keine Posche zitieren, ein Posek. Einmal hat er hat einmal zitiert, Leuten Sikoren. Und einmal mit der Greis, ein Kleinem. Ja, natürlich, wenn man zitiert, hat man gedacht, verrichten die Psukim, die Gemores, was oder kontrollieren kannst gegen dem Mocker. Also die redaktorische Arbeit ist gegangen, Pamelech. Ich habe gewollt da wegen der Geschichte von dem Projekt, hast du gefragt. Als
wie bin ich verbunden mit dem Projekt Bechlal? Der Einfall ist gewesen, der vom Harav Soloveitchiks Eidem, Professor Isidor Twersky, Yitzchak Twersky, ist auch gewesen, der Talner Rebbe in Brookline, der Talner Stiebel noch heint funktioniert in Brookline. Professor Twersky gewesen mein Lehrer in Graduierschule in Harvard. Ich habe bei ihm gekriegt im Doktorat. Und nachdem bin ich weg, in Brandeis und in theologischen Seminar in New York. Und einen Tag, 97. Jahr, 80, kriege ich ein Telefonklang von Professor Twersky und er hat nicht oft geklungen, Studenten gewesen sein. Und mir gefragt, es sind da solche Xaviaden, sie wollte ich gewinnen gerät, sich zu vernehmen mit sie. Und ich habe bald gesagt, ja. Ich habe nicht gewusst, damals, wenn er hat geklungen, also er ist schon sehr ernst krank, Professor Twersky. Und also ich habe Masken gewählt und mit einem halben Jahr später ist schon Professor Twersky gestorben. Aber das ist gewesen der Anheb von dem Projekt und ich habe sein vor Bakosche, ich soll sich vernehmen mit dem und ich habe gefühlt, dass er häuf zu ihm, wie mein Lehrer, als ich darf das durchführen. Also das ist die Geschichte von dem Projekt. Und die Tochter hat allein beschlossen, ihr seid der Mensch, was kann das auch durchführen? Ja, Dr. Twersky, sein Frau Tara Twersky, sie zusammen mit sehr wichtiger Rolle dort gespielt, Julius Berman, Harav Yehuda Berman, was ist sehr bechlal wichtiger jüdischer Kultur. Er ist Vorsitzer von dem Direktorenrat von der Yeshiva, von Yeshiva University, von Rabbi Isaac Elchanan Theological. Berman, bei ihm ist gewesen der größte Action. Als Gott seinen Heid nicht auch in Sach Lehners für eine Band auf Jiddisch und andere sind gewesen Skeptiker. Was darf man es haben? Soll man es transkribieren und soll man als rausgeben auf Englisch? Was darf man haben, eine Band auf Jiddisch? Aber Berman ist gewesen der Action, was hat, und er ist gewesen ein Talmud von der Soloveitchik. Als wir müssen aufhüten die Sachen in dem Original, in einem originalen Loschen und als der Rav, wie wir auf der Soloveitchik, der Rav hat gelernt auf Jiddisch, darf mir rausgeben eine Band auf Jiddisch. Also ist es eine Sache, dank sein Aktiones und Übergegebenkeit und euch von der Tochter Tara Twersky, was der Band ist Arois. Und ich hoffe, du hast nicht gefragt, aber ich will das sagen, ich meine, als es kann sein, als der Band wird haben eine gewisse positive Haspoe auf der modernen Orthodoxie. Ob der größte Manig von der modernen Orthodoxie hat gelernt auf Jiddisch, gegeben Drosches auf Jiddisch, geschrieben auf Jiddisch, ist öfter wird die moderne Orthodoxie sich haben, als das ist etwas wichtig. Man kann das nicht wegmachen mit der Hand, die dosige Sprache. Ob der Rav hat geschrieben mit einem Buch auf Jiddisch. Also ich hoffe, als etwas hat wie man sagt auf Jiddisch, hat Joch getan beim Herzen, etwas ein Gefühl von oder Schuld oder Hischaiwes, als die moderne Orthodoxie wird sich haben, als sie darf sein verbunden mit Jiddisch. Aber für was ist das, als viele in seiner Schule, in Maimonides und in anderen modernen orthodoxischen Schulen spielt das Jiddisch Loschen, kommt wie ich sehe, keine Schumrolle. Und ist gewesen ein ständiger Jiddisch-Redder, professionell und persönlich. Well, lass mich nicht übertreiben. Er ist nicht gewesen kein Jiddischist. Erst soll ich bei dir fragen, was ist gewesen sein Zugang zu Jiddisch? No, es ist sehr interessant. Zum Saft von dem Band bringe ich einen Brief, was er geschrieben in der Zeitung Tagmorgen Journal. Und in dem Brief von Jahr 1961 sagt er als eine Sache. In Jiddischkeit sind da
Gufe Kiddusche und Tashmische Kiddusche. Sachen, was sind heilig für sich und Sachen, was sind heilig, weil sie bedienen etwas anderes, was ist heilig. L'moshel, er sagt, a Sefer Teure ist heilig. Aber bei Jeden ist euch das Mentale, mit welchem man bedeckt die Sefer Teure, ist heilig. Und ob sie da eine Feier, eine Streife, läuft man rein nicht nur zu raten, wenn das Sefer Teure, und ob sie liegt dort etwas anderes, besonders am Mentale, darf man euch raten, wenn das Mentale. Und Tfilgen sind heilig, und ab viele das Tfilgen Säckel, das ist seinen Tashmische Kiddusha, ja, was hat euch als Amin geborgene Heiligkeit. Sagt der Rav Soloveitchik. Jiddisch ist in der Kategorie von Tashmische Kiddusha, also wie das Mäntel von der Sefer Teure, also wie das Säckel, Tfilgen Säckel. Und also, ich wollte gesagt, es ist nicht der Iker bei Rav Soloveitchik, aber es ist euch heilig, mit heilig, kann man sagen. Aber weißt du bist gerecht, dass die moderne Orthodoxie hat gelegt dem Trop und sich konzentriert auf die Gufe Kiddusche und nicht auf die Tashmische Kiddusche, ja? Und es ist emes. Euch bei ihm. Ist rübergegangen auf Englisch, seine Shiurim, in 1960. Und das ist nicht gewesen, kein nicht gewesen, kein Iker bei der modernen Orthodoxie. Die Modernkeit von moderner Orthodoxie hat sich ausgedrückt in kennen gut Englisch. Seine Teil von der englischredenden Gesellschaft. Ja, das ist kein nicht gewesen, kein Iker. Und ich meine, es wird kein nicht werden, kein Iker, Jiddisch. Aber ich hoffe, es wird Chotsch werden a Beisach, a Zugabsach. Beemes, wie Rav Soloveitchik hat allein gesagt, nicht Gufe Kiddusche, aber das ist ein Gufe Kiddusche für fromme Jiden wichtiger, aber Tashmische Kiddusche ist euch nicht keine Kleinigkeit. Danke. Und wegen die zwei Mitarbeiter und ein bisschen, efter koidem oder nachdem, ein bisschen, der Beisdem, ein bisschen wegen die technische Injanim, was sie hat entdeckt, gedei zu verstehen die Code sozusagen von seiner Handschrift. Die zwei Mitarbeiter, wichtigste Mitarbeiter, sind gewesen sehr interessante Jiden. Shmuel Goldenberg ist ein Jid schon über die 80. Geboren in Galizien, in einer chassidischen Sprache. Bei der Zweiten Weltmilchome, beim Ausbruch von der Milchome, ist entlaufen in Russland und dort verblieben mehr wie 40 Jahre, 45 Jahre, von der Milchome bis in die 80er Jahren. Und hat gearbeitet in Lenin-Bibliothek, sag Jahren, weil sich ausgelernt Arabisch und war ein Spezialist auf arabische Manuskripten. Hat euch sich vernommen mit den hebräischen Manuskripten in Lenin-Bibliothek. Katalogieren und Katalogieren, der Bibliotheker. Also gewinnt ideal, ein geborener Jiddischreder, ein Mensch, was kennt Teure, und ein Mensch, was ein Spezialist auf Xaviaten. Der zweite Mithelfer gewinnt von Gorananda Tipp, Herschel Schwarz. Herschel Schwarz, ich meine, ist ein Geborener in Amerika, er ist ein junger Mensch. Ist ein charedischer Jid. Nicht genau ein Satmar Chassid, aber wohnt in Williamsburg und dreht sich herum mit Satmar Chassidim. Und ist ein professioneller Redaktor und Zugreiter von Sforim. Ein Mensch gewinnt ein Xaviad und will es rausgeben, tut das. Ein Mensch bringt ein Xaviad von einem Älterseiden, von Ungarn. Kann es überlegen, kann viel schreiben, Hakdome. Also ist ein professioneller Rausgeber von Sporim auf dem Smach von Xaviaden. Haben die zwei Menschen getan, die heute dechiffrieren
Arbeit. Die jüdische freie Arbeit ist sehr schwer. Man darf, bederach klar ist alles vom Kontext. Man sieht ein Wort von Apostel, was man kann gering überlehnen, oder 2 Wörter von Apostel, und von dem stößt man sich schon an, was der ganze Apostel ist. Und also mit Wörtern und Gedanken euch. Man darf ein bisschen treffen, was man meint, das kommende Wort wird sein. Und demalt mit einmal guckt man es an und man sieht es. Aber es ist verkehrt wie das Gewöhnliche. Gewöhnlich, man lehnt ein Wort und man weiß, was es ist. Da darf man treffen, was es ist und lehnen. Also das ist gewähnt eine große Arbeit. Hat man gekannt gefunden Oisius oder heißt das mit mehr oft efter Kombinations von Oisius, was seine gewinnen einen ganz idiomatischen Stil? Ja, hat einen eigenartigen Stil, gewisse Oisius, was drehen sich auf einen gewissen Eufen, wie ein Kuf dreht sich, wie ein Jud verbindet sich miteinander. Ja, hat einen sehr spezifischen Eufen von Schreiben mit der Hand. Ein Moschel kennt er geben? Ich weiß nicht, ich habe einen guten Moschel und das ist mehr ein visueller Indien. Ich habe vorgelegt, zu kaufen im Sefer und wird sehen die Muster seitlich, was auf Jiddisch vielleicht man sagen, das ist Kotscheres mit Lopetes. Ja, es ist unmöglich zu lernen. Ruft man das Kotscheres mit Lopetes. Wie du siehst, Lomoschel, nur der Lamed, das ist ein Lamed, der letzte Ross von dem ersten Wort da, ist beim ist also wie ein Glei, und das ist ein Kopf, was verbindet sich mit der Lamed. Ja, Der Kopf kommt zuerst und danach der Lamed. Lamed. Aber es ist verbunden. Es ist nicht 2 besondere Oisies. Ein Kopf und nach dem geht der Lamed. Und das erste Wort da von dem Seite ist Hakol. Aber öfter nicht geniet alleine, wird gucken und trachten, was ist das, ein Tess? Seht euch wie ein Tess. Ja, es ist nicht. Es ist ein runder Kopf und nachdem der Lamed, aber der Lamed hat nicht kein Schleif, kein Kreis, es ist poschet a Schure, was geht darauf und dreht sich. Also hat eine Sache, solche eigenartige Strichen. Ist der Format von a Kopf mit a Lamed ist ausgehalten? Ja, das ist ausgehalten und mit Ton. Ja. Interessant. Wollt ihr gewollt gerät etwas vorzulehnen an Neuszug? Seid das sehr gut. Aber ich lehne mamisch von der ersten Drosche, was geht in den Bahn, von dem ersten Seitel, was das ist sehr passig, a Drosche, was gegeben in Boston. Ist gewähnt der Rav und Anführer von der Bostoner Chevre Schass. Wenn sagt Chevre, sie pflegen sich treffen alle Woche, um zu lernen, gemordet zusammen. Und alle Jahre haben sie gehabt ein Bankett von der Bostoner Chevre Schass, damals ist es gewesen in Roxbury. Das ist eine Drosche, was gehalten auf dem Bankett von dem Bostoner Chevre Schass in Roxbury im Jahr 1949. Es erhebt dann Azoi. Und öfter da und dort will ich etwas erklären, zu geben, soll sein klar für alle Zuhörer. Moirai veraboi sei, und da zitiert von Pirkei Avos, Shonu Chachamim Bilshoin HaMishna, Baruch Shebochar Bohem Uve Mishnasam. Gibt dem Folgen auf ein Zitat von Pirkei Avos. Man sagt über den Namen von der Meir Shapira, als der Perek Shishi von Pirkei Avos, a Breise, hat formuliert dem Ideal von a Talmid Chochem. Bei Emes haben euch andere Völker gehabt, lehavdel, intellektuelle Persönlichkeiten, was haben sich häusig gewähnt mit Dvorim ha-oimdim berumoi shaloilam. Wichtige Sachen. Speziell die Griechen und auch später die Meire-Europäer haben entwickelt dem Typ von einem Philosoph und dem Ideal von einem Leben gewidmet zu Theorie, zu Forschung. Was ist der Unterschied zwischen unserer idealer Talmud-Chochem-Persönlichkeit und dem europäischen Philosoph, Dichter und Wissenschaftler?
Der griechische Ideal ist konzentriert darum Forschung als ein Zweck für sich. Zwischen dem Philosoph und der Theorie mehr gelegen ein größer Tom. Wichtig ist nur der abstrakte Resultat von seiner Arbeit. Hat ein gut Buch angeschrieben oder ein schlechtes? Hat schöne Poesie verfasst oder nicht? Hat gut dem Gedanken maßbar gewesen oder schlecht? Die Persönlichkeit allein, sie lebt in Einklang mit ihren Anschauungen und Theorien, hat keinem nicht interessiert. Sie Aristotel hat mit keinem gewinn seine eigene Ethik. Sie Goethe ist gewinn a Zadig, Goethe, der deutsche Schreiber Goethe, gewinn a Zadig oder a Neuswurf. Sie Kant ist gewinn a preisischer Junker oder an ethische Persönlichkeit, ist keinems Deigenet. Der Iker ist, als die Bücher, was sie haben geschrieben, sind tief und gut. Bei jedem geht der Ideal von Mischne, Medrisch, Hand bei Hand mit dem von Meise. A Talmid Chochem, a Rosche, ist begeder Schnei Hafochim benoisei Echod. Zwei verkehrte Sachen. Man kann nicht sein, a Talmid Chochem und a Rosche. Ob ist schlecht, ist euch intellektuell nicht groß. A Goen am Chal Shabbos ist kein Goen nicht. Acher ist gewinn Elisha ben Avuya, kolzman hat sich aufgeführt wie a Tane. Kishe Yotze letarbus Roy ist geworden Acher. Ich überhebe mal ein paar Schures. Euch andere Chachomim sind gewinn Forschers. Sie haben sich beschäftigt mit Theorie, Mischne, mit abstrakten Begriffen und Aschkofes, mit Teuv und Ra, mit Elikus und Brie. Aber Boruch, geht zurück zum Zitat, Boruch shebochar bohem uve mishnosem. Geläubt ist der, was hat sie ausgewählt und euch sehr teures. Und bohem teug sehr bimishnosem auf gar nicht. Als wir lernen teure, darf nicht nur der Intellekt werden entwickelt, nicht nur der Moech scharf werden, nur der ganze Charakter darf sich miskadisch sein, heilig werden. Die ganze Persönlichkeit darf werden ethisch gut und heilig. Teure ist nicht nur ein Buch, nur eine lebendige Kraft, eine geistige Potenz, was drückt sich aus in eine neue Persönlichkeitsgestalt, in ein neues Simche und Kiddusche. Und interessant zu fragen wegen Dialekt. Er ist gewesen allein von Lita und hat gerät, wie ich habe gehört, a Litwischen Jiddisch. Ist das herausgekommen in seinen Xaviaden und hat man das herausgebracht nach dem Redigieren? Ja, wir haben sehr wenig gechappet sein Loschen. Und darüber, a viele sein schriftlich Loschen ist a Litwisch Jiddisch. Er schreibt der Leben, nicht das Leben. Der Kind, nicht das Kind. Er hat auch andere Ausdrücken, was einen typisch litwische schreibt Hold haben anstatt Lieb haben. Er schreibt einmal können anstatt kennen. Und er schreibt weiß, nicht weiß mit der Test. Das sind als litwische Formen. Also ja, sein litwisch Jiddisch spiegelt sich ab in dem Band. Ich will euch geben eine Gelegenheit zu geben der Meinung zu verstehen, wie soll man kann das kaufen und wer ist der Herausgeber? Nu, der Herausgeber formell gerät, nein, BMS ist die Organisation, was heißt die Teuras Harav Fundatie. Das ist eine Organisation, die Fundatie von die Töchter von Harav Soloveitchik und gewisse 9. Talmiden. Und sie geben raus alle ihre Band. Sie haben rausgegeben schon mehr wie 10 Bände auf Englisch mit einem Ktav Verlag. Also man kann das Buch kaufen durch Ktav, K-T-A-V, was hat sehr guten Website und man kann bestellen das Buch online zwischen die verschiedenen Bände von Harav Soloveitchik, wird ihr das sehen. Und das ist der beste und geringste Eufen. Ktav, sie sind in New Jersey, dachte sich Hoboken, New Jersey. Der beste Eufen, wie zu bestellen, das Buch.
Und der Eulen will wissen, ein bisschen hat Kitze wegen euch. Wir haben schon gehabt etliche Interviews, aber ein bisschen wegen euch und was sind eure jetzige und zukünftige Projekte? Nun, ich bin Professor von jüdischer Geschichte in jüdischen theologischen Seminar in New York. Ich habe früher damals, mein Doktorat habe ich von Harvard. Also ich habe eine Beziehung zu Boston und zu Bostoner Rabbonim. Mein Hauptprojekt jetzt, und der Projekt hat gehabt ein Stück Scheiches mit dem, ist, ich vernehme sich mit Jiden in Russland, in Mitteleuropa, im kazarischen Russland, Sof 19. und 20. Jahrhundert, das ist mein allgemeiner Schettach. Und ich schreibe ein Buch wegen der Beziehung zwischen die jüdischen Sozialisten, die jüdischen Revolutionären und Radikalen, die Bundisten und die Rabbonim, die Orthodoxie im zarischen Russland. Und von beiden Seiten, wie die jungen radikalen Revolutionären haben geguckt auf Jüdischkeit, auf Religie, auf Yom Tovim, auf den Tanach, auf Tradition und auch sehr probieren schaffen eine weltliche Jüdischkeit, eine neue Jüdischkeit. Und auch verkehrt, wie haben die Rabbonim geguckt auf Revolution, auf Sozialismus, wie die zwei Extremen von der jüdischen Welt, die same weltlichste, die same radikalste, die same konservativste und fromme, haben geguckt einer auf den anderen und sich bezeugen einer zum anderen in mehr weniger die Jahren zwischen 1897, wenn es hat sich gegründet der Bund, bis 1917, 20 Jahre im Ganzen, bis der russische Revolution. Aber das ist eine sehr wichtige Tkufe in der jüdischen Geschichte, ist die ganze Problem von Religie und Weltlichkeit verinteressiert mich sehr. Und Harav Soloveitchik ist von mir gewesen sehr ein interessanter Muster von einem Rav, was probiert kombinieren Frömmkeit und Weltlichkeit. Also das ist mein größeres Projekt. Und, aber ich bin sehr glücklich, was ich kann sich vernehmen mit dem Soloveitchik-Projekt. Yasher Koyach, ein Dank für dem und ein Dank für ein Interview und ich wünsche euch weiter eine Sache zu lachen. Ein Dank mehr dir, dein Programm und die Zuhörer wünsche ich eine Sache zu lachen. Und bei der Gelegenheit wünschen wir euch ein gut gesund Jahr Shana Tova. Gamatem. Das ist gewesen Dr. Professor David Fishman, was hat weiter Scheiches mit Boston, wo dient in der Bostoner Synagoge wie Chazen, bis die Yomim Noraim. Und in dem tragischen Tag ist ein bisschen weiter zu erklären, was für ein Scheiches der Moshe Tversky, einer von den 4 Rabbonim, was ist umgebracht geworden hat zu Boston. Sein Vater ist gewesen faktisch David Fishmans Professor in Harvard. Ist gewesen Isador Tversky, Oliver Shalom, und sein Weib, das heißt Rav Yosef Soloveitchiks Tochter, ist gewesen Dr. Atara Soloveitchik-Tversky, das ist die Mutter von dem Korben. Und im Namen von unserem Programm wünschen wir unser Mitgefühl zu der Mashpacha, speziell der Mutter Atara Soloveitchik-Tversky. Man soll mehr nicht von Kinsar nicht wissen. Und weitere Verbindung mit Menschen, was unser Eulam wollt gewollt kennen. Der Schwager von Tversky ist gewesen Jonathan Rosenblatt, Rav Jonathan Rosenblatt, Rav von Riverdale Jewish Center in Bronx. Ist ein Urenikel
von dem Chosheven beliebten größten Chasen Jossele Rosenblatt. Und mit seinem Weib sind sie bearbeitet von dem Bruder und Schwager. Jetzt ein bisschen mit Zusammenhang mit dem wollen wir endigen mit Stückel Chazonis von dem Chosheven Chazen Rosenblatt. Und das Lied ist Rom Benissa Hamashiach von Rosenblatt, von Jossele Rosenblatt. Und wir treuen wegen der Tragödie, lassen wir hoffen, als es wird sein bessere Neues, nur gute Besuches in kommenden Programmen. A gute Nacht, Dank für den Herrn, das seid zu euch, Meir David, für einen jüdischen Call. Yasirim, o poede ya no